So, guten Morgen, guten Morgen. Heute mal wieder von Walchensee. Heute Müllsammel-Action und der BR ist auch da. Heute mal wieder über den Heimgarten auf dem Herzogstand und dabei Müll einsammeln. Magdalena Kalus, alias You're an Adventure Story. Der Bergliebe wegen ist sie vor 1,5 Jahren an den Walchensee gezogen. 80.000 Menschen folgen dem Instagram-Kanal, den sie mit einer Freundin betreibt. So, bestes Beispiel hier ist so ein Tempo, was einfach mitten in der Natur abgelegt wird und wo die Leute wahrscheinlich pinkeln waren hinterm Baum, was natürlich nicht ganz so gut ist, weil A, sieht es nicht schön aus und B, hat man halt einfach für die Natur immer Müll, der da ewig liegt. Verrottet natürlich irgendwann nach ein paar Jahren, 3 bis 5, glaube ich, ist aktuell so die Studie, je nachdem, wie stark die gebleicht sind oder ob die eben noch mit irgendwas anderem imprägniert sind. Aber ja, ist natürlich trotzdem hässlich. Ja, noch dazu kommen dann Tiere, die da irgendwie dran rumschnüffeln und das fressen und so. Und sollte man einfach wieder mitnehmen. Das sind ungewöhnliche Ansprachen für eine erfolgreiche Influencerin. Die Tierärztin lebt von einem Halbtagsjob und den Insta-Stories aus den Bergen. Angefangen hat es 2015 ohne besondere Erwartungen. Ich glaube, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Tatsächlich, da gab es noch nicht so viele Leute, die irgendwie in diesem Outdoor-Berg-Bereich Instagram gemacht haben und haben relativ schnell recht viel Aufmerksamkeit bekommen. Das ging dann relativ schnell, dass sich tatsächlich aus diesem, wir laden mal zum Spaß unsere Adventures hoch, entwickelt hat, dass irgendwie Brands uns Sachen geschickt haben und wir halt eingeladen wurden. Ja. 2020 ist Magdalena Kalus an den Walchensee gezogen und hat die ganzen Probleme um den Freizeitansturm in den Bergen hautnah miterlebt. Ich habe dann irgendwann gedacht, ich fange jetzt einfach mal an und sammle das ein. Also ich habe früher schon immer alles mitgenommen, was ich irgendwie mal am Rand habe liegen sehen. Aber ich dachte, Mai, warum geht man nicht einfach mal einmal im Monat, ganz blöd gesagt, los und geht wirklich mit der Idee los, auch mal, ich räume jetzt den Berg auf, den ich ja sonst immer so nutze für mich und dem aber nie was zurückgebe. Und die Idee war eigentlich wirklich, und das hat sich dann so entwickelt, dass ich dachte, warum macht man das nicht einfach? Einen Tag im Monat sagt man, ich gehe ja eh immer wandern. Ich gehe mal bewusst los und versuche einfach ein bisschen was zurückzugeben. Und so ist es entstanden. Jetzt verbindet sie beides. So, wir drehen uns quasi den Berg hoch. Mega geiles Wetter, da ist der Grat. Müll wird auch immer mehr, tatsächlich schon. Und ja, noch sind nicht viele Leute am Weg. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Bis zum Gipfel des Heimgartens füllen auch eine Zigarettenschachtel, ein Joghurtbecher, Plastikteile und zahllose Papiertaschentücher die Mülltüte. Zigarettenstummel auch immer gerne gesehen. Ein Zigarettenstummel verschmutzt irgendwie, ich weiß nicht wie viel Liter Trinkwasser, aber auf jeden Fall viele. Und die Aktion fällt auf. Drum war es so sauber, ich bin nämlich auch gerade hier hoch. Ja, also ist gar nicht so viel. Also ich habe schon viel mehr gefunden tatsächlich. Okay. Also im Hochsommer, gerade so nach Wochenenden, wo Samstag, Sonntag hier die Hölle los ist, da kommst du mit echt mehreren Tüten. Am Watzmann war ich mal, auf dem Watzmannhaus und habe dann aus Scheiß einfach auf dem Weg in der Tüte alles zusammengesammelt. Und die Tüte hat dann am Ende auch gar nicht gereicht. Ja, es ist einfach nicht viel Raum da für sehr viele Menschen, die hier gerne in die Berge gehen mittlerweile. Und da muss man auf jeden Fall einen anderen Zugang finden. Inzwischen gibt es auch im Blog Reaktionen. Dann schickt hier einer schon mal hier Herzchenaugen, zum Beispiel der Klassiker. Also ich würde sagen, dass die deutliche Mehrzahl der Leute, also ich sag mal mindestens mal 95% oder so, finden es toll und sagen, hey Vorbild, finde ich gut, dass du den Channel auch nutzt, um mal irgendwie was, nicht nur Werbung oder deine coolen Touren zu zeigen, sondern vielleicht eben auch um mal Leute irgendwie zum Nachdenken zu bringen oder eben um ein bisschen was besser zu machen. Gibt auch welche, die sind dann immer so, ja, von wegen Greenwashing oder du machst das ja nur, damit irgendwie die Leute sagen, du machst was Gutes. Und ich denke mir auch immer, nur weil ich das teile, macht es das ja nicht schlechter. Also es gibt vielleicht ganz, ganz viele Leute, die wandern und Müll einsammeln oder darüber nicht reden, aber könnten sie ja sozusagen. Das bedeutet so ein bisschen dieses tu Gutes und sprich drüber. Das ist ja das, was ich eigentlich mache. Ja. Und aber auch ganz bewusst, weil wenn das keiner vormacht, dann macht es eben auch keiner nach. Und die wenigsten sind eben so, dass sie für sich im Privaten mal irgendwie was sammeln oder so. Die meisten brauchen tatsächlich dieses, oh, die hat es jetzt vorgemacht, das mache ich jetzt auch mal.
Man spürt, dass sie nicht einfach trendige Bilder posten will, weil Nachhaltigkeit gerade in ist, damit sie Klicks generiert. Ihre monatliche Müllaktion hat sie einfach mal angefangen und ist mit ihren Ideen auch zur Gemeinde gegangen, wo sie der Tourismusleiter von Kochel am See, Daniel Weikel, schon auf dem Schirm hatte. Natürlich haben wir eine sehr kleine, geringe Reichweite bis jetzt nur. Man ist natürlich relativ später draufgekommen, noch vor meinem Beginn hier. Also sucht man sich Leute, die eine große Reichweite haben, die ein Herz für dieses Thema haben. Und die haben wir mit der Maggie gefunden. Wir haben miteinander geredet. Ja, genau. Und eben auch, ich habe auch gelernt, Dinge, die ich besser machen kann. Also letztendlich auch einfach, okay, die Herzogstand, den kennt man eh. Wie kriegen wir die Influencer-Szene oder generell die Leute dazu, dass sie achtsamer sind, es einfach vorleben. Und einfach wirklich sagen, okay Leute, wir haben hier Spaß und es ist total geil, was wir hier machen, YOLO, so ungefähr. Aber es gibt eben auch die Kehrseite der Medaille. Wie machen wir das? Wie gehen wir ran? Ja? Wo sind wir vielleicht eben achtsam? Und das geht los mit so Dingen wie Bergtouren nachts, Bergtouren irgendwie im Naturschutzgebiet oder eben in irgendwelchen Schutzgebieten, nicht die Wege verlassen und. Und dass man das eben auch aktiv kommuniziert, weil viele Leute wissen es auch einfach nicht. Die meisten Follower, die beschäftigen sich halt nicht so intensiv, vielleicht auch mit dem Berg. Die fahren ab und zu mal am Wochenende zum Walchensee und gehen mal am Berg, aber die beschäftigen sich halt nicht so viel. Statt einfach nur Werbung braucht es neue Wege im Tourismus. Und die Zusammenarbeit mit der Influencerin ist einer davon. Ja, die Verantwortung von uns Tourismusleitern hat sich natürlich auch verändert. Auch der ganzen Abteilungen, nicht nur bei uns im kleinen Kochel am See, sondern natürlich auch im ganzen Alpenraum. Meine Generation ist vielleicht da auch nochmal anders gefragt und hat da vielleicht nochmal andere Ideen, wie das Ganze anzupacken ist. Aber es ist eine sehr große Verantwortung, eben es zu erhalten, wie es ist. Also zu schauen, dass es so bleibt, damit die Leute auch nach wie vor wiederkommen. Und gerade die Anwohner einfach diese lebenswerte Umgebung weiterhin genießen können. Das gehört auch ganz stark jetzt zu unseren Aufgaben, noch mehr darauf zu achten. Ihre monatliche Müllsammelaktion macht sie ehrenamtlich. Und für die Gemeinde Kochel ist Magdalena Kalus jetzt auch offiziell auf Minijob-Basis als Naturschutzbotschafterin unterwegs. Denn sie will ihre Reichweite noch weiter nutzen. Und die Themen werden ihr in den Hotspots der Bayerischen Alpen garantiert nicht ausgehen. Wie verhalte ich mich am Berg? Das hat man gesagt, ja, wie verhalte ich mich da schon? Gut, ich gehe da hoch, aber es fängt daran an, auf den Wegen zu bleiben, nicht blind irgendwelchen Online-Touren zu folgen, Schonzeiten einzuhalten, auch im Winter, ohne Stirnlampe zu laufen, vielleicht am besten nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zu gehen, auch wenn es wirklich brennt, auf dem Berg, die Zeit auf dem Berg zu verbringen. Es ist einfach wichtig, dass man inzwischen Regeln einfach noch bewusster einhält, weil wir inzwischen viel mehr Leute auf dem Berg sind. Medien wie Influencer können nicht einfach nur die Treiber für immer mehr Freizeittourismus sein, sondern der Antrieb für Respekt und Naturschutz. Magdalena Kalus gibt mit ihren Stories ein Beispiel, wie das in Zukunft gehen könnte.